Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1 Karriere, wo wir ja jedes Game eine Saison durchspielen. Und ja, wir sind jetzt in Kanada. Wir haben ja in der letzten Folge schon in Kanada aufgehört und jetzt haben wir den Alonso wieder als Rival gesehen gerade. Ja, egal. Wir haben jedenfalls ja ein Update reinbekommen. Das haben wir das letzte Mal auch noch mitbekommen, wo ein bisschen der Heckflügel oder der Affensitz, wie man dem sagt, bearbeitet wurde. Ist wichtig, weil aerotechnisch ist das Auto jetzt wirklich nicht so der Yellow vom die Eck, oder? Und ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen ins Training, beziehungsweise ich gehe ins Training und wir sehen uns dann wieder im Qualifying. Oder wie man sagen, legen wir los. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Und ja, was soll ich sagen, das Training ist sehr gut gelaufen. Wir haben alle 3 Programme, die wir machen können, auf Purple abschliessen, auf Perfekt und haben dann das Maximale an Ressourcenpunkten rausholen. Das ist sehr gut und das Setup ist eigentlich okay, immer noch ein bisschen Oversteer, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Grip ist definitiv besser da. So, aber mit der Chef drin. Also doch besser Grip als zum Beispiel in Monaco und in Spanien. Jetzt hoffe ich einfach, es bleibt trocken. Sehr gut, okay. Da könnte es wirklich ein gutes Rennen geben. Wir gehen mal ins Qualifying, wir machen mal eine Runde, schauen, wo wir uns platzieren. Let's go. Also P4. Aber ich kann noch mehr rausholen. Ich habe noch mal einen frischen Satz und dann fahre ich noch mal eine Runde am Schluss, wenn die Zeit ein bisschen abgelaufen ist. Aber ich kann noch mehr rausholen. Definitiv. P4, Alter. Oh, let's go. Also hier müssen 2 Autos ausweichen. Leider ist es nicht so wie in F1 21 und im 22, dass sie von der Ideallinie runtergehen. Du musst sie einfach überholen und richtig beschissen. Aber ich glaube, wir haben P4 können holen. Ich habe super Zeit raushauen, aber es wäre noch schneller gegangen eigentlich. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Red Bull hat im Qualifying eine gute Leistung gezeigt und Daniel Ricciardo startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Vettel, Sauber und Verstappen. Raikkonen, Bottas, Hülkenberg und Felipe Massa. Perez, Alonso, Carlos Sainz Jr. und Button. Gutierrez, Grosjean, Danny Quert und Rio Hayanto. Magnussen und Wehrlein. Markus Ericsson und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur So, da bin ich. Also, wir starten von P5, sehr gute Position. Und wir werden in P4, in Runde 4 in die Box gehen und dann auf weiche Reifen gehen, also auf den Härte. Das Supersoft lange nicht. Also ich habe keinen Supersoft mehr. Okay. Ja, egal, dann machen wir es halt so. Sollte schon gehen, hoffentlich. Let's go. Schlechter Start, aber wir setzen uns so mal gegen den Vettel rein, aber oh! Das ist jetzt ein bisschen langsam gefahren gerade. Nehmen wir mal den Vettel. Aber sie sind viel schneller als ich.
Oh, das ist schon... Oh, Hamilton vorbei. Wir sind hinter dem Rosberg. Wir sind schneller als Rosberg. Der Ricciardo ist langsam. Wo? Hä? Nein! Nein! Ich habe mich eingehängt mit dem Ricciardo! Oh nein, was soll da? Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Pferd nähern. Ah, er hat eingehängt bei mir und ich konnte nicht weiter einlenken. Das war verdammt komisch jetzt. Oh Mann! Ah. Gut, es gibt mir die Möglichkeit, mit den Ultrasofts ein bisschen länger draussen bleiben. Dann muss ich nicht so früh auf die Softs gehen. Oh Mann. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Wenn der jetzt schon möchte er jetzt schon auf die Softs gehen, ja. Ah, ich weiss nicht, soll ich jetzt gehen? Ich tue es mal rein und schaue mal, was so die Vorderautos machen. Wenn die alle auch reingehen auf Softs, dann gehe ich auch. Aber wenn ich sehe, sie bleiben auch draussen, dann bleibe ich auch draussen. Okay, dann geht einer in die Box. Die gehen alle in die PC. Geht das echt hier auch? Ist gegangen, ich habe keine Strafe bekommen, oder? Let's go! Also ich hole mir Softs. Losfahren! Bitte für die jetzt nachher in die Pits gehen. Hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Jetzt ein paar in die Box. Hä? Wieso gehen die jetzt in die Box? Gehen wieder ein paar in die Box. Was ist das für eine Strategie, die fahren? Ey? Ericsson verteidigt hart. Und da stechen wir einfach drin. Jetzt mit Ericsson. Vettel ist auch weit hinten, hä? Wo ist Alonso? Den müssen wir holen. Kvyat verbremst sich. So, Grosjean geht am Kvyat vorbei. Wir bremsen mal ein bisschen frühzeitig ab. Vielleicht gibt es hier einen Fehler. Oh, und da hat es einen gegeben. LOL! Nice! Danke für den. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt Wirklich schnell. aktiviert. Fernando im Moment auf P3. Der Jo! trägt 8,8 Sekunden.
Der Nando auf P3 ist gut. Dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. Ah, er muss aber noch in die Box. Okay. Er haltet mich auf. Gelb, vor uns. Luis. Motorschaden, oh. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Oh, Luis mit dem Motorschaden, her. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Let's go. Sehr schön. Markus fährt an die Box. Markus ist in der Boxengasse. Noch 5 Runden. Hey, die geht nochmal jemand in die Box. Die gehen alle noch in die Box. No way. Die gehen alle noch in die Box. Ich bin P1. Let's go. Let's go. Aber mal schauen, wie lange wir das Sepp hinter uns lassen können. Ich glaube, das wird schwierig. Weil der will schon schneller ein Auto haben. Im Trocknen sind es halt schon schneller KI. Ja, kommt jetzt schon. Ja, der wird mich überholen. 4. Oh. Ah, Vettel kommt. Oh, er fährt mir einfach rein. Okay. Also die KI kann nicht überholen in diesem Game. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Oh. Scheiße. Ein paar Informationen zu Harianto. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto. Also, er hat gefressen, das interessiert mich ziemlich, was der Harianto für ein Problem hat. Oh, come on! Ja! Oh, let's go, der Vettel hat sie überholt. Und das hat einen riesen Gap reingerissen. Das könnte jetzt unser Win werden. Weil der Vettel den Move gemacht hat. Außer der Vettel wird jetzt ultra schnell auf der Gegengerade. Come on, come on, come on, come on! Ja, ja, das sollte gehen, das sollte gehen. Alter, durch Safety Car. Und wenn wir richtig gut haben, können durchs Feld durchfliegen. Holen wir unseren zweiten Win in dieser Season! Let's fucking go! Yes! Fantastisches Rennen, einfach klasse. Let's go! Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Ah, Alter, wie geil! Das war ein sehr gutes Rennen gewesen. Also wieder jeder Fahrer träumt Yes. von diesem Moment. Das war ein unglaublich. Sehen wir uns nun. Oh, was das für ein Rennen war. Stefan, wer war dein Fahrer des? Ich würde gerne Chassis nochmal machen, aber ich glaube, wir machen schon mal das. Es gibt zwar nicht so wahnsinnig viel, aber es spielt dann auch nicht so eine Rolle. Oder soll ich warten, bis ich 700 habe? Das ist eigentlich ja nicht mehr wahnsinnig viel. Und Chassis wiederum gibt dann recht viel. Treibstoffeffizient brauche ich eigentlich eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Ja, komm, wir machen gleich mal den Luftwiderstand. Ist ja nur 300, dann haben wir noch relativ viel. Oder, warte mal schnell. Wir machen das andere auch noch gerade. Lange die von der Kohle. Der Ressourcenpunkt. Nehmen wir sich mal alles auf Stufe 1. Let's go. Sehr gut. Also. Da will ich mal sagen, was das von dieser heutigen Episode in F1 2016, ich will 21 sagen. Gutes Rennen in Kanada. Dank Safety Cars sind wir wirklich wieder vorgekommen. Und gute Strategie haben wir gehabt. Und KI hat einfach eine dumme Strategie gehabt, weil es jetzt so viel noch von mir in die Box gegangen.
Das nächste Rennen ist in Aserbaidschan und das wird dann wieder ein bisschen schwierig werden, denke ich. Aber nachher kommen dann endlich Rennen, die mir gut liegen. Sprich Österreich, alles drum und dran mit Silverstone und. Das sind dann wirklich die guten Rennen. Falls euch aber die Episode gefallen hat von F1 2016, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann wieder in Aserbaidschan. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!